Dominique Rocha ass 27 Joer alt, hat huet kapverdianeg Originen ass Frankreich geboren, zu Diedling Grousginnerschaft lo an Deitschland zu Perel am Schengen-Lycée als Chargé de Cours. Schon als Teenager huet hat sech am assoziative Bereich engagéiert an sech ganz stark fir d'Migrationsfroen interesseiert. Do hunn ich eigentlich auch mat der Tanzgruppe gefangen, hunn ich selber gedanzt. Und dann hunn ich gesinn, sie hunn noch Projekte an den Schulen an den Lycéen iwwer de Cap Vert. De Cap Vert an wie das die Assoziation eben gegen Diskrimination und Rassismus schafft. Und ich habe gesagt, okay, da will ich dabei sein. Und ich dann eben theoretisch Atelier über den Cap Vert und Migration zu Lützeburg an den Lycéen an den Grundschulen gehalten. Dance-Workshops, Mode-Workshops etc. Und dann haben wir auch da angefangen mit kleinen Entwicklungsprojekten im Cap Vert. Ganz am Anfang haben wir eben so Schulmaterial geschickt an so Bidungen und dann so los haben wir angefangen mit Großprojekten zu machen, wie zum Beispiel also Schulbänken, Schulstill, Material für die Spitäler auch, da an Großcontainern zu schicken. Und die Arbeit mache ich eben nur noch weiter. Ich bin schon seit 10 Jahren dabei. Ich war auch schon Präsidentin von der SBL. Seng echt polisch Erfahrungen huet Dominique an senger Studentenzeit gemacht, ihr hat sich bei die Länge engagiert huet. Also an der Studentenbewegung, weil ich schon nach Frankreich studiert und da sind ganz viele Gesetze rauskommen, die nicht so super waren für die Studenten. Und da habe ich mich auch engagiert. Ich war auch auf Dargeen, also Assemblée Générale, und ich war auch auf Manifestationen mit den anderen Studenten, die hier Rechte einfach weggeholt haben. Und da habe ich eigentlich dann wirklich den Lien verstanden zwischen Menschen, normalen Menschen am Alltag, und Politik. Durch seine Assoziativtätigkeit, aber auch durch seinen Beruf hat Dominique ganz viel mit jungen Leuten zu tun. Er kennt auch ihre Ängste, wenn sie an ihre Zukunft denken. Also eigentlich bei vielen Jugendlichen gesagt, dass sie wirklich Angst haben für ihre Zukunft. Also ob sie weiter studieren gehen, ja, das ist schön und gut, weil die Eltern das wollen, aber dann fragen sie sich oft, ja, aber du, was tun ich an dran? Kriege ich eine Arbeit, kriege ich keine? Und das ist hier groß durch. Wir sagen alle gute Basta zu dem Europa, wo die Jugendlichen keine Zukunft haben.